Pass auf, können wir jetzt so rein? Normal schon, gell? Hey, schau dir das an. Jetzt kommt die Feuertaufe. Unser berühmter Hauslikör aus Edelweißblättern. Was möchte uns so dran? Ein Hauslikör aus Edelweißblättern. Pass auf. Klingt reizend. Zum Wohl, Inspektor. Wohlsein, Inspektor. Was mache ich jetzt? Ach so. Oh, das hat sich schon verschluckt. Was? Das war's schon. Sie müssen sich nicht schämen, Inspektor. Dieses Gesöff würde nicht einmal meinen Bucephalus vertragen. Ja, wir haben scheinbar auch nicht vertragen. Personen. Herr Moses. Ach, das ist der Herr Moses. Alter. Hey, was ist denn das? Die Olga. Könnte um die 40 sein und schaut aus wie 20. An die werfen wir uns auch nicht. Inspektor, also bezüglich der Lampen des Klingelsystems, danke. Sie funktionieren wieder einwandfrei. Bitte bedienen Sie sich doch. Schmeckt lecker, wenn ich das sagen darf. So, pass auf, können wir mit denen alle reden? Ich mag erst mal, pass auf. Können wir da irgendwo so schauen, schon, oder? Aha, da haben wir ein Ding. Das Sitzecken. Abgeschlossen. Natürlich ist es abgeschlossen. Hey, da schau her, da haben wir die Schnapsbar. Da werden wir uns nachts einmal heimlich oberschleichen. Und auf der anderen Seite drüben. Ja, da. Es schaut gar nicht so schlecht aus, gell? Aber ich würde sagen, wir taten mal mit den Herrschaften plaudern. Wenn schon alle so gemütlich zusammensitzen. Ja, pass auf. Fangen wir mal mit der Olga an. Kommen Sie, Inspektor, verwöhnen Sie Ihren Gaumen. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen. Und? Was gibt es heute? Oh ja, noch mehr Schnee. Aha, das ist der Typ Bahnstock. Inspektor, ich habe gehört, dass wir das heutige Abendessen Ihnen zu verdanken haben. Ist das so? Nö. Sie müssen sich nicht schämen, Inspektor. Dieses Gesöff würde nicht einmal meinen Bucephalus vertragen. Gut, sie meckert wieder. Guten Appetit, Inspektor. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Wir sind hier wie eine Familie. Bedienen Sie sich. Sind Sie auf Brautschau? Kommen Sie, Glebski. Hören Sie auf, Kaiser zu begaffen und nehmen Sie Platz. Ich tu die Kaiserin nicht begaffen, ich begaff sie da. So, da hinten können wir uns scheinbar was zum Essen nehmen. Hey, da ist noch bloß noch frei, neben ihr. Das ist gut. Schauen wir mal ans Buffet, was es so gibt. Abendessen. Suppe, was gibt's alles? Salat, Auflauf und Fleisch. Achso, werden wir uns wahrscheinlich von uns was nehmen müssen. Hühnerbrühe. Was? Das ist eine Hühnerbrühe. Schaut aus wie Hühnerspem. Gemüsesuppe mit Fenchel. Pilzsuppe mit Haferflocken. Die schaut noch, ja, angenehm aus, Nehmen wir mal die. Salat mit Hühnchenstreifen. Aha. Toskanischer Brotsalat. Schaut gar nicht so schlecht aus. Gurkensalat. Nehmen wir das da, oder wie? Fleisch mit Pilzen. Schaut aus wie Kuchen. Spinat mit Dill. Hühnchen mit Gemüse. Lachsrollen.
Das schaut nicht so appetitlich aus. Nehmen wir halt mal nicht. Das da. Wobei, ich mache die Pilze. Nehmen wir das da. Und Fleisch. Mariniertes Hühnchen mit Couscous. Alter, schaut aus wie zusammen gegessen. Rindfleisch, schaut noch ziemlich roh aus. Panierte Hühnchenbrust. Das schaut gut aus. Ach du meine Güte, so viel Grünzeug. Sind Sie ein Mensch oder eine Kuh, Inspektor? Was? Ich muss auf meine Ernährung achten. Ach so, das muss in der richtigen Reihenfolge sein, oder wie? Verstehe ich das richtig? Ja, wie weiß ich denn das? Er hat gesagt, so viel Gemüse. Da hätten wir Gemüse. Nehmen wir heute wohl nicht. Nehmen wir das da. Pass auf. Ach du meine Güte, so viel Was haben wir noch? Grünzeug. Sind Sie ein Mensch oder eine Kuh, Inspektor? Zu viel Gemüse. Brotsalat. Spinat mit Dill. War nicht. Hauen wir uns mehr Fleisch aufs Teller. Guten Appetit, Inspektor. Hey, das war richtig. Ihr Platz ist schon hergerichtet. Mein Platz ist schon hergerichtet. Oh, neben der Olga. Was? Wo ist du hin? Da müssen wir hin. Er sitzt da, neben den Simonet. Neben den Spinner. Sie kennen sich wirklich gut mit Elektronik aus, Inspektor. Ach, war ja nicht besonders kompliziert. Dennoch haben wir dieses Abendessen Ihnen zu verdanken. Nach dem Essen sollten wir anstoßen. Ich kann einen erlesenen Portwein kredenzen. Wein, das ist immer gut. Klingt gut. Ich bin dabei. In letzter Zeit häufen sich in diesem Hotel sonderbare Vorkommnisse. In der Tat. Denken Sie nur an meine Schuhe. Nochmals vielen Dank, dass Sie sie gefunden haben, Inspektor. Naja, das ist doch kein Problem. Wir sind ja Inspektor. War nur eine Kleinigkeit. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wenn wir schon beim Thema sind, mir ist aufgefallen, dass jemand meine Bücher liest. Es wäre halb so schlimm, wenn diese Person nicht irgendwelche dummen Anmerkungen an den Rand schreiben würde. Ja, scheinbar hat da jeder ein Problem, gell? Was sagt denn die Olga? Ich könnte schwören, dass ich jede Nacht jemanden dabei sehe, wie er heimlich durch mein Fenster glotzt. Aber das ist bestimmt nur Einbildung. Leute, das kann ich ihm gar nicht verübeln. Ich da durchschauen. Ich werde der Sache nachgehen. Ja, bitte tun Sie das. Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, Inspektor. Genau, und heute Nacht stehe ich vom Fenster. So, was sagt denn jeder? Und, Sniver? Gibt es schon etwas Neues bezüglich unseres Schuhdiebs? Inspektor, das fällt in Ihren Aufgabenbereich. Hören Sie auf zu faulenzen und machen Sie sich an die Arbeit. Warum ich? Ich bin doch so im Urlaub da. Stellen Sie sich das mal vor, Herrschaften. Etwas Übersinnliches hier unter uns. Genau in diesem Hotel. Ich will nicht auch noch mit fliegenden Untertassen anfangen, aber... Oje, sagen Sie nicht, dass Sie sich für diesen Blödsinn interessieren, Nun ja, ich mache mir nur meine Gedanken. Reiner Unfug. Und Sie, Herr Moses? Ich nehme an, Sie sind ein Skeptiker. Sie sind wirklich ein Scherzkeks, Inspektor. Aber vielleicht sollten Sie lieber das tun, was Sie wirklich können. Finden Sie den Schuhdieb, und dann ist die Sache erledigt. Tja, also, ich schau dann mal, wie es Bucefa losgeht. Viel Spaß noch. Sagt das? Sie haut schon mal ab, weil sie das nicht mehr tragen kann. Pass auf, was sagt denn er da? Über unwillkommene Gäste müssen wir uns hier auf jeden Fall keine Sorgen machen. Da bin ich mir sicher. Lel würde sich bemerkbar machen, wenn Fremde das Hotel betreten würden. Allerdings, er wäre für Lel weiß Gott kein Fremder. Wer ist denn er? Er?
Um wen geht es? Um ihn, den Verunglückten. Wie aufregend. Wie aufregend, ihr gefällt euch. Was sagt denn Kaiser? In der Nacht spaziert immer jemand herum. Diese Person hinterlässt überall ihre nassen Fußabdrücke. Haben Sie jemanden unter Verdacht? Da bin ich überfragt. Ja, das haben wir schon gedacht. Ja, und jetzt? Über unwillkommene Gäste müssen wir uns hier... Ich glaube, jetzt bin ich richtig satt. Gibt es einen besseren Nachtisch als ein gemütliches Nickerchen? Ein Nickerchen. Ja, möchte ich jetzt schlafen gehen, oder wie? Das heißt, wir müssen dann irgendwie da aus, oder? Vollgefressen haben wir uns, ja. Pass auf, da liegt Lell rum und wir müssen in unser Zimmer. Und wie wir erfahren haben, scheint da irgendwann jemand rumzugeistern oder eine Spannung ist unterwegs, wie auch immer. Wahrscheinlich ist der verunglückte Bergsteiger und er ist doch nicht tot und spannt jetzt die Leute aus. So, wir müssen Zimmer Nummer 4. Das ist, pass auf, nochmal ums Eck um mich. So, das haben wir schon. Inspektor Klepski schläft ein und träumt. Er sieht die verschneiten Alpen, Bergsteiger, die sich an den Felsen festklammern und die bezaubernde Olga. Ich frage mich, wie es Alec und seinem Portwein geht. Sagt das jetzt dreimal schon von der Olga. Jetzt haben wir noch nicht mehr Wein getrunken. Am Kamin, das heißt, wir müssen wieder runter. Das wird wahrscheinlich das andere Zimmer sein. Mit dem großen Kamin drin hat. Können wir den... Ja, dann müssen wir wieder da rundum. Und da oben. So, pass auf, da müssen wir in die Mitte, in die große Tür, Thomas. Glaube ich zumindest. Hey, da sitzt einer. In der Stimmung für ein Glas heißen Portwein, Inspektor? Aber klar doch. An einem Abend wie diesem? Ich wäre dumm, wenn ich ablehnen würde. Kaiser, den Wein bitte! Nehmen Sie Platz, Inspektor. Was wissen Sie eigentlich über diesen Herrn Moses? Er sagt, er sei Kaufmann und in eigenen Angelegenheiten reisend hier unterwegs. Aber er ist ganz sicher kein Kaufmann. Und was ist er dann? Ein durchgeknallter Millionär, der einen Haufen Geld verprasst? Ein verrückter Wissenschaftler? Ein Zauberer? Ein Erfinder? Alles. Aber bestimmt kein Kaufmann. Vielleicht ein Geldfälscher? Nein, er bezahlt mit echtem Geld. Apropos Zauberer. Glauben Sie an Zauberei, Herr Snevar? Geister, fliegende Untertassen, Magie. Was man sich vorzustellen vermag, Peter, das kann man auch glauben. In jeder Geschichte steckt ein wahrer Kern, egal wie außergewöhnlich sie auch sein mag. Jetzt wird's interessant. Jetzt reden wir über die Frau Moses. Und was ist mit Frau Moses?
Was wissen Sie über sie? Nun ja, Sie haben bestimmt bemerkt, dass sie sogar noch dümmer als Kaiser ist. Außerdem glaube ich, dass Herr Moses sie schlägt. Er hat eine Peitsche, so etwas wie eine Gerte. Wozu sollte er sie sonst brauchen? Was, eine Peitsche? Wahrscheinlich für schmutzige Spielchen, ha? Tja, also... Ich weiß nicht, Alec. Ist ein merkwürdiges Paar, das kann man nicht leugnen. Aber pst, reden wir später weiter. Ich glaube, da kommt jemand. Wie Sie meinen, Alec. Da stimmt etwas nicht. Jemand hat gerade an meinem Türgriff herumgefummelt. Ich dachte, das würde Sie vielleicht interessieren. Nö, eigentlich nicht. Wir sind jetzt gerade zum Urlaub da. Vielleicht war es ja Ihr Onkel. Nein, der alte Knacker spielt schon die ganze Zeit Karten. Moment, haben Sie das gehört? Draußen. Ich glaube, da hat gerade ein Auto angehalten. Hey, du schau her. $200. Für das Geld hätte ich auch ein Zeppelin mieten können und ein Orchester. $200. Olaf Antwarafors. Oder einfach nur Olaf. Inspektor Peter Glebski. Auf Urlaub. Er freut Sie kennenzulernen, Inspektor. Guten Abend, Gentlemen. Bitte hier entlang. Gehen wir in mein Büro. Sicher. Als ob es so viel Arbeit wäre, ein Taxi zu fahren. Jedes Mal. Gentlemen, bitte. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Wenn Sie mir jetzt bitte folgen würden... Ich ziehe mich dann mal zurück. Bis morgen. Ja, das sind scheinbar neue Gäste, gell? Die gerade angekommen sind. Und wir trauern wieder von der Olga. Was waren das für Einträge? Personen. Hinkus. Ein kleiner, unscheinbarer Mann. Er wirkt nervös und macht einen finsteren Eindruck. Und der Große war der Olaf. Blond, groß und kräftig. Er stammt bestimmt von den Wikingern ab. Ja, da ist er schon. Guten Morgen, Inspektor. Wollen Sie mit auf die Skipiste? Was möchte der Skifahren? Ich glaube, das ist nichts für mich. Guten Morgen. Nein, ich will den Tag lieber etwas ruhiger angehen lassen. Das knackt kannst du der Lotzbrecher. Pass auf, was machen wir jetzt? Haben wir denn irgendwelche Notizen? Was für ein wundervoller Morgen zum Skifahren. Na, wir haben keine Lust zum Skifahren. Was tun wir dann? Was? Ich soll alleine Billard spielen? Das macht nicht viel Sinn. Außer ich hätte einen ebenbürtigen Gegner. Ja, wir haben ja keinen. Es ist ja niemand da, der Billard spielen mag. Kann man eigentlich in dem Hotel irgendwas machen? Irgendwelche, weiß nicht, Freizeitangebote außer Skifahren? Wer ist denn das? Der Simon nicht? Und? Haben Sie gut geschlafen, Inspektor? Sie wurden doch nicht von Geistern heimgesucht, oder? Was, Geister? Ich hab keine Geister gesehen. Guten Morgen. War eine erholsame Nacht. Freut mich, das zu hören. Ich suche jemanden, der es mit mir beim Skifahren aufnimmt. Jetzt möchte ich auch noch Skifahren. Oh, vielleicht später. Ach, kommen Sie, Inspektor. Sie sind doch hier, um Spaß zu haben, oder? Na, wir suchen eigentlich Ruhe. Nein, vielleicht ein andermal. Wie Sie meinen. Lassen Sie es mich wissen, falls sich Ihre Meinung ändert. Doch uns lang drauf warten.
So, da ist auch keiner mehr. Da sind die im Kaminzimmer, oder wie? Ich schau mal da rein. Da ist auch keiner mehr. Da hinten sind die... Ja, Moses wohnt hinten, gell? Vielleicht dort drin hat. Hey, da ist jeder. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Guten Morgen. Perfektes Wetter zum Skifahren. Ja, Skifahren. Ich hab keine Lust drauf. Ja, sieht ganz so aus. Was lesen Sie da? Ach, nichts Besonderes. Ich wälze lediglich ein paar alte Klassiker. Dann will ich Sie nicht länger stören. Das ist eine gute Frage. Was machen wir jetzt? Vielleicht auch noch eine Pause. Kann man eigentlich da davon machen? Eine kleine Pause? Weil es diesmal nur eine kurze Aufnahmesession ist. Und in der nächsten Aufnahme geht es dann genau da weiter. Bis dann und Servus.